Freunde, ob wir wollen oder nicht, aber es wird Zeit, das Spiel zu beenden. Willkommen zurück zu Fire Emblem Engage. Wir sind zwar noch nicht im letzten Kapitel, aber wir haben das letzte Folge ja abgeschlossen. Und ja, wenn wir jetzt hier wieder rausgehen, ganz kurz zurück nach Somniel gehen, um noch diesen Innes zu machen, aber nicht sehr viel, dann sind wir eigentlich durch. Also durch, in Anführungszeichen natürlich. Und dann geht dann das finale Kapitel los. Sammeln wir ganz kurz noch alles ein, machen Gespräche, die natürlich nicht wirklich wichtig sind, das ist klar. Also nicht wichtig im Sinne von, dass sie optional sind, aber ich finde sie trotzdem. Es sind halt immer so Gespräche, die auch gerade mit dem Kapitel und den Charakteren, die darin vorkamen, zu tun haben. Und deswegen nehmen die doch sehr gerne mit. Ist jetzt wieder so froh gewesen ist, ich weiß ja nicht, ey. Königin Lumera, ja. Noch tragisch, aber dafür wird Sombum bezahlen. Dafür werden wir den alten Sack ordentlich durch die Mangel nehmen. Also ich habe es zumindest vor. Obwohl, es gibt ja noch etwas, aber das sehen wir vielleicht in dem Video noch, vielleicht auch erst in der nächsten Folge. Okay, gibt ja nichts mehr, wahr? Gibt das Drachensiegel, ne? Zerstört. Tja, kann passieren. Genau, es gibt noch etwas, das beim letzten... Wow. Wir müssen alle wirklich sehr klein, dass sie da durchkommen. Egal. Was sagen wollte, genau, beim letzten Kapitel müssen wir unbedingt noch etwas machen. Etwas, was sonst verpassbar wäre. Es ist jetzt... Ja, ist es tragisch? Ja, nein, darüber kann man sich jetzt streiten, aber ich finde es trotzdem wichtig, dass ich das noch mache. So, ich bin gespannt. Wird noch was getriggert? Das könnte sein. Na, Cutscene? Jo. 結界が消えています。解除には成功したようですね。空に大きな花が。あれは異界の扉だ。ソンブルはすでに扉を開いていたのか。あそこにパパがいるのね。この状態が続けば異界の力が流れ込み、エレオス大陸の均衡が崩れてしまう。そうなればこの世界は終わりだ。そうはさせません。母さんに託されたんです。この世界を、あの空の先まで。今度は私が守らないと。君の滑る世界はきっと美しいのだろうね。急に何を。すまない。ふと思っただけだよ。その時はマルスの力も必要です。ああ、約束です。神竜様の滑る世界か。みんな今負傷した兵たちを治療しているわ。最終決戦を前にし、おじけづくのではなく、全部終わらせたら国を復興して、その後はみんなの国も見に行きたいね。なら紋章師たちも一緒に。彼らはずっと指輪の中にいましたから。戦が終わったら世界を見て回ってほしいです。そうか。これからは12の指輪を集めても誰かが力を得る危険がなくなるから。各国に託された指輪も紋章師が権限した状態で共にいられるのだね。民たちにも紹介せねばな。野宿する時の話し相手が1人、いや2人増えるのか。紋章師がいてくれれば心強いわ。イルシオン復興の良き相談役となりそう。素敵なことだね。夢を見るって現実にするために負けられないって気持ちに。少し前まではそんな気持ち知らなかった。平気ですか、ベイル。次は本当に。覚悟はできてる。今までずっと歯向かえなかったのは親子の絆がとっくにほどけてるって。私とパパの間にはもう断ち切るようなつながりなんてない。ベイル。神竜様、兵たちの治療が終わりました。
ありがとうございます。ではみんな出発を。いよいよ最終決戦です。みんな、君たちはこの旅を経てとても強くなった。このままいつまでもそばにいたい。共に平和な世界を築いていきたいけれど、別れの時は近いのかもしれない。Marv, was verheimlichst du uns? Jetzt sagen wir nicht, die müssen jetzt zurück in ihre Welten. Das macht keinen Sinn. Wobei sowieso nie richtig erklärt wurde, wie überhaupt die Embleme entstanden sind. Weil in ihren Welten müssen sie ja trotzdem noch existieren oder existiert haben. Also kannst du mir nicht erzählen, dass sie nach ihrem Tod zu Emblemen wurden und die anderen Welten von all denen schon tausende von Jahren her ist. Also wirklich abertausende von Jahren. Das fände ich ein bisschen creepy gerade. Vielen Dank. Der bleibt an unserer Seite. Ja, aber nichts bringt mich davon ab. Ja, besser wär's. So. Ich will mal die ganzen Gespräche noch machen, ne, ist klar. Denn es wird das letzte Mal sein, dass wir dies tun. Also zumindest in diesem Let's Play. Es ist, ja, ich sag's mal so. Wer vermutlich irgendwann, ich hoffe zumindest, dass ich mal die Zeit am Finden, mal das DLC zocken. Aber es wird eine eigene Playlist sein, also ein eigenes Let's Play von dem her. Weil es mehr Sinn macht. Eigentlich ähnlich wie es damals bei Fire Emblem Treehouse ja mal vorhatte. Den Silberwölfen, das wird bis jetzt auch noch nichts. Oder mit dem Warriors-Teil, wobei mit dem Warriors-Teil haben wir echt schon lange nichts mehr gemacht. Ja, aber da fehlt mir echt momentan leider ein bisschen die Zeit, vor allem mit diesen ganzen Longtime-Projekten. Fire Emblem ist auch so eins, ja. Also damit meine ich eigentlich, jetzt die Partien, warte mal, da. Meine ich eigentlich so Projekte, die, sagen wir es mal, über 100 Folgen lang sind. So grob geschätzt. Wobei es natürlich auch Ausnahmen gibt, hey, man, Anno 1800 war so ein Let's Play, wo ich dachte, hui. So ein richtiges Endlos-Projekt und natürlich auch, die letzten beiden Zelda-Spiele, mein Breath of the Wild und Tears of the Kingdom sind einfach übel, was das betrifft. Sie sind zwar cool auf ihre eigene Art und Weise, aber ich muss zugeben, ich bräuchte das nicht ständig. Also für mich muss nicht jedes Zelda-Spiel, oder in dem Fall natürlich auch jedes Fire Emblem-Spiel, so einen riesen Umfang haben wie seine Vorgänger. Es kann auch ruhig wieder mal ein kleines, feines sein. Gerade bei Fire Emblem hoffen wir eigentlich mal, Maximum, sehr schön, hoffen wir eigentlich bald schon mal auf die Remakes, ja? Vom 4. und 5. Teil. So. Der zweite Teil war der mit Celica, den hatten wir schon, ein Remake. Der erste Teil und der dritte Teil waren die mit Marv, die haben wir auch schon ein Remake, wobei nur der erste Teil, beziehungsweise dann nachher das Remake davon zu uns kam. Das Remake vom dritten Teil leider nicht. Und ja, bin in dem Sinne schon sehr gespannt, wie es mit der Reihe hier weitergehen wird. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass eben wir zum einen könnten wir ein Remake haben vom 4. und 5. Teil. Andererseits kann man auch sehr gut vorstellen, dass es einen neuen Warriors-Teil geben wird. Klar, es gibt bis jetzt schon 3 Stück und wir haben noch keinen davon Let's Played. Jetzt Tests davon gemacht, ja, da habe ich schon vom zweiten, vom ersten habe ich es mal aufgenommen und dann habe ich irgendwie keine Zeit gehabt und irgendwie gab es mal mir noch privat ein Problem mit der Festplatte und hatte das Teil noch nicht gebackupt. Die sind ja auch verloren, vom ersten Fall im Warriors Teil. Leider, muss man dazu sagen. Ach ja. Aber ja, meine eben, 2 Warrior-Teile gibt's und das ist sicher ein Spiel, wo ich jetzt sage, das würde sich eigentlich anbieten. Dann kann man, was muss ich gar nicht mehr machen. Das, ja, also ist zumindest meine Meinung. Ein Warriors-Teil. Die ganzen Embleme und so. Why not? Ein cool wäre natürlich, wenn du alle Charaktere nicht nur als Embleme zocken könntest, sondern richtig zocken könntest. Also quasi ein All-Stars, Fire Emblem All-Stars. Das hätte was. Der alte Brunnen, ja, da müssen wir auch mal gucken. Also, da mit der Dämonenwelt, da ist dann das, der Dingsbums, das DLC.
Genau. So, dann, was kann er alles reinpacken? Das Ding kommt weg, braucht eh kein Schwein. Muss mal all die Dinger wegpacken. Okay, haben wir es, ne? Ne, Rührkuchen, ja, so ein Scheiß. Okay. Jetzt wird hier mal eine krasse Waffe. Dann sind aber nicht mehr so viele. Hier mit dem Hammer und Stabachs. Ne. Bogen, kann natürlich auch Miniaturbogen weg, weil wir eh 2 haben. Dann kann noch ein Elfenlicht wegknallen. So. Ist nicht viel, aber besser als nichts. Gut. Gespräche. Also noch weitere Gespräche führen. Bin da gerade ein bisschen unsicher. Wir gehen erst mal kurz zurück in die Cafeteria. Also nicht in die Cafeteria selbst, sondern will hier ein Ding holen. Die Pinnwand mitten erfolgen. Genau. Hui, sind das viele. Lecco mio. Ein paar fehlen noch, wa? Aber nicht mehr so viele. Vor allem die 10er hier können wir sowieso vergessen. Hier. 20, 62 hier noch, Spiele 144 Stunden. Wenn ich das im Let's Play selber nicht mehr hinkriege, mit dem DLC wird es dann schon was werden. Mit den Waffen, ja gut. Kann man machen. Nur mal ein Aktivitätenteil, sind wir auch schon kurz davor. Ich überlege gerade auch. Warte mal. Wir gehen es ein bisschen vor. Erst einmal. Da war natürlich nichts mehr. Normale Gespräche. Ja, komm. Wisst ihr was? Wir sind's durch. Ein letztes Mal die ganzen Unterstützungsgespräche noch in diesem Spiel. Nachher sind wir eh durch. Let's go! Viel Spaß! アルフレッド王子、少し付き合ってくれないか。構わないよ、ディアマンド王子。では場所を移動しよう。二人きりになれる場所がいい。さて、場所まで移動してどんな大事な話があるんだい？今日は友としてではなく、ブロディア王国の第一王子として君の前に立つ。アルフレッド王子も知っての通り、ブロディア王国は武力を重んじる国だ。だからといってはなんだが、野心的なものも数多く存在する。力で何かを勝ち取ることはブロディア王国では誉れだからな。なるほど。現在はイブ女王の尽力でフィレネ王国とは不戦協定を結んではいるが、この先はどうなるかわからないと。ああ、君はどう思うんだい、ディアマンド王子。個人としての思いはある。だがそれ以前に私は第一王子だ。国民の総意の前に私個人の思いなど無意味だ。君の思いは痛いほど理解できるよ。僕も同じような立場だからね。でも大丈夫だよ。君の心配は気憂に終わるさ。なぜそう言い切れる？だってブロディア王国の人たちみんないい人そうだし。なんだと？少なくとも僕が会ったことある人たちはみんないい人だったよ。だから無用な争いなんて望んでないはずさ。大丈夫大丈夫。みんないい人だから大丈夫。僕はブロディアの民たちを信じているよ。他国の民でさえそう信じると？他国も自国も関係ないさ。みんないい人だと信じるのはいけないことかい？いや、ダメではない。それこそが一番大切なことだ。やっぱりそうだよね。アルフレッド王子、私は君に出会えて本当に良かった。これからも友として同盟国の第一王子同士として末永くよろしく頼む。ああ、もちろんだよ、ディアマンド王子。戦が終わってもその先どれだけ時が経っても僕たち二人と国同士の親愛は永
ディアマンド王子、あなたに見せたいものがあるの。これは以前渡した鉱石の首飾りか。そう、あなたからもらった鉱石を加工して簡単な装飾品にしてみたのよ。実に見事だ。イルシオンでは美しい鉱石は取れないけれど、工芸品を作る技術ならあるの。ねえディアマンド王子、力以外でも国を豊かにする方法はいくらでもあるんじゃないかしら。私、あなたから鉱石をもらって少しだけ勇敢になれた気がするの。だから今日このことをあなたに伝えに来られたわ。礼を言う、アイビー王女。こたびは一国の王子としてブロディア王国の体質を変えるのは簡単なことではない。だが戦争で利益を得たところでそれが尽きれば次の戦争を生むだけだ。そんなことを続けていていいわけがない。変えなければならないんだ、ブロディアとイルシオン。二国の文化が融合したこの首飾りを見たら希望が見えた。約束しよう。ブロディアは私の代では平和な統治をしてみせる。ディアマンド王子、その言葉しかと受け止めたわ。もちろん私たちも全力を尽くす。もしブロディアと和解ができたら、その時はイルシオンとの交易路を作りましょう。イルシオン王国にブロディア王国の鉱石を輸入させてちょうだい。この首飾りのような商品を作ることができればお互い争わなくても利益を得られるだろうな。いい案だ。実現したら素敵ね。実現させてみせるさ。アイビー王女、友として握手を交わそう。この世界を平和にしていくために。喜んでディアマンド王子。隣国同士分かり合うための第一歩として。今日こそ何か困ってない？特にないな。と言いたいところだが、実は今ちょうど困りごとがあってな。本当？必ず私が解決するわ。どんなことに困ってるのか教えて。この前一緒に町へ出かけて困ってる人を探しただろう。困っている人は見つからなかったけど。警備兵に後から聞いたことなんだが、町の人たちは本当は困りごとを多く抱えているらしい。じゃあどうして民衆は王子である私に気を使って。そうだったんだ。だからどうにか民との距離を縮めて、いかんせん方法が思いつかなくてな。なんだ、そんなの簡単だよ。策があるのならぜひ。私ね、とっても好きな料理があるんだ。だから私が料理を作ってそれをみんなに振る舞う食事会を開けばいいわ。なるほど。食事会で人々と何気ない会話をして距離を。早速準備をしてくるわ。善は急げよ。Alter Schwede, das dauert ja. Vor allem das Gespräch zwischen den beiden und zwischen Diamant und Alfred war ja übel. Nein, wir haben noch so viele. Dein Ernst? Obwohl. Noch 2 von Will, 3. Oh, 3 Gespräche noch. Puh, das heißt, wir haben im Prinzip die Hälfte schon hinter uns. Na, Gott sei Dank, ey. Viel Spaß. 私のことをじーっと見て。少し気になってしまって。気になる？質素。ベイル王女は王族なのに宝石なども身につけておられませんわ。なんだか質素です。別にいいでしょ。私そういうものには縁がなかったの。そうですね、それは理解しています。
ですが、何と言いますか、王族らしいきらびやかなベイル王女も見たいなと。悪かったわね、地味で。申し訳ありません、ベイル王女。ご気分を害されたのでしたら謝ります。ですが、ご安心ください。私に全てお任せを。お任せをってどういうこと？まずはやはり着るものからかしら。けれど雰囲気を変えるには生活から変えるのが一番とも言うし。ちょっとなんだったの？死ぬかと思った。というか2回ぐらい死んだわ。悲鳴上げすぎて声も枯れちゃいそうだし。ベイル王女、狼に乗って爆走するのはどうだった？とっても刺激的だったわ。生きてる心地がなかった。ベイル王女は大げさだね。大げさじゃない。全然大げさじゃない。今生きていることが奇跡。この瞬間に感謝よ。でも悩みとかも一緒にどこかへ吹き飛んじゃったでしょ？全部どこかへ行っちゃったわ。よかった。ベイル王女、なんか難しい顔してたからね。まだ考えてしまう時があるから。私がここにいていいのかって。オッケー。そんな時はいつでも声をかけて。地平線の果てまで一緒に爆走してあげるからさ。ありがとう、ミスティラ。なかなか釣れないものだね、ブシロン。何かコツを教えてくれないか。例えばどう筋肉を動かせばいいのかとか。アルフレッド様、俺は釣りで筋肉を意識したことはありません。なら何をすればいいんだい？忍耐強く待つでしょうか。なるほど、早速実践してみよう。ブシロン、いいことを思いついたよ。ここに大きな網を投げ入れて、その筋肉で力の限り引き上げるんだ。そうすれば一気にたくさんの魚を取れる。そうですね、アルフレッド様。ですがそれはもう釣りではありません。確かにそうだ、僕が間違っていたよ。もし釣りに飽きたのなら別に付き合っていただかなくても。見抜かれていたか。正直じっとしているのは向いていない。だが釣りをやめたくもない。どうしてですか？ブシュロン、君とこうして2人で過ごす時間が楽しいからだよ。アルフレッド様、君とは幼なじみで気心が知れた仲だ。今はこんな時間を大切にしたい。さあ釣りを続けよう。何も釣れなくても僕は構わない。もともとの体質なのか。俺は特別な鍛錬をしなくてもそんな体質でよかったです。この体でアルフレッド様を守れますから。むしろ釣り竿が引いている。大物みたいですね。逃がさないでくださいよ、アルフレッド様。もちろんだとも。だが糸は、釣り糸が切れそうだ。俺も手伝います。2人で釣り上げましょう。君がいれば勝ちは決まったようなものだね。Wobei ich jetzt zugeben muss, dafür, dass es jetzt das letzte Gespräch war, hätte ich gerne gewusst, dass der Kampf zu Ende ging. Naja, ist eigentlich auch egal. Okay, Leute, sind wir hier auch durch. Dann gehen wir mal noch in die Ringkammer. Oder in die Arena. Ups, falsch abgebogen. Ja, das kann passieren.
Dann kurz in die Arena. Wir sind uns auch schon bei 25 Minuten. Wird das hier vielleicht eine Art Vorbereitungsfolge? Gar keine große Kampffolge. Also ich gehe sicher noch ins nächste Kapitel rein, weil ich glaube, die Zeit können wir uns noch nehmen. So, machen wir jetzt mit Titel noch was. Was ich aber nachher noch machen werde, Leute, ist von uns allen die Sternkugel abzunehmen. Allgemein, dass wir die noch brauchen. Und mit anderen Fähigkeiten drauf. Ja, natürlich auch ein bisschen Zeit brauchen. Wir gerade bei einigen von uns müssen wir gucken, welche Fähigkeiten jetzt sonst ausrüstet, was es noch Neues geben soll, was wir gar nichts haben. So, sehr gut. Alfred und Ivy noch, wa? Ja, nee, kommt Timera, wenn ich gerade Level 20 kann, wir ja auch noch ein Zweitsiegel nutzen. Generell ist jetzt vielleicht auch ein bisschen Zeit, um das ganze Revue passieren zu lassen, was ja bis jetzt, zumindest von unseren Charakteren her, ich jetzt sagen würde, welche ich nochmal nehmen würde, welche nicht. Bei dem allfälligen zweiten Durchgang. Timera ist zum Beispiel so ein Charakter, wo ich mir grundsätzlich denke, ist eigentlich cool. Aber andererseits, naja, ist halt vor allem irgendwie im Sandsturm, wa? Aber ich glaube, entweder würde ich mich dann doch eher zwischen Louis und Timera entscheiden. Also wenn ich Timera nehme, dann Louis halt nicht. Und wenn Louis, dann Timera halt nicht, ne? Ich glaube, ich eher dann so handhaben. Ansonsten, also wie schon mal erwähnt, ich würde sicher mehr auf Wander, auf Fram, Claude und wie ist anders schon wieder? Also quasi auf die Kids setzen. Kids in den Blocks. Ungefähr. Nein. Ich würde sicher mehr auf die Kids setzen, tatsächlich, aber. Sprich, genau, Wander natürlich, Fram, Clan und Jean Jean waren. Anna vielleicht auch, aber Anna, ja gut, Anna vor allem wegen Farming, also da quasi mehr vielleicht Offskin in sie investieren würde. Kann gut sein. Damit sie eben nachher auch gut Geld oder Gold farmen kann. Zelkov Kagetsu würde ich auch gerne testen tatsächlich. Ich würde aber auch mehr dann auf Selin wieder und auf Alchris setzen, aber ich habe irgendwann mal aufgehört zu trainieren quasi. Aber ja, die Frage, wen ich von hier aus verzichten würde. Wir werden doch tatsächlich auf Vale und Movi, weil die relativ spät dazu kamen. Vom aktuellen Team wird sogar mal komplett durchmischen und was komplett anderes nehmen. Vielleicht außer Bougeron, weil Bougeron ist halt einfach ein Killer. Und Timera als Tank, aber ansonsten halt. Ja, naja. Das ist nicht etwas für die Zukunft, Freunde. Ja, das ist definitiv was für die Zukunft. Mal gucken, genau, wir müssen noch das Level noch wechseln, machen wir aber nachher. Also sprich 2 Ziegel verwenden. Sternkugel Tausch durch was? Offensichtlich eine Variante. Bei Handicap plus 4. Schaden minus 3. Ja, ich habe eigentlich nur Schwert und Fäuste. Ob das immer jetzt so gut ist? Handicap ist doch sicher geil. Sternkugel tauscht durch ein bisschen mehr Speed wieder. Kann aber schon Drachenfluch drin, das passt soweit. Dann hier die Fähigkeit. Aber dann ganz stark mit dabei, deswegen bringen die nichts mehr. Resistenz plus 3 oder Speed ist eigentlich schon genug. Bisschen mehr Resistenz, kann nicht schaden. Chloe, hat bei Chloe viel. Ah, die Vehemenz. Bringt Ihnen jetzt noch was bei dir, oder? Ah doch, okay. Und vielleicht drauf setzen, dass ich bei denen hier. Ja, muss man gucken, einfach die mal erhöhen. Also von plus 2 auf plus 3 oder so, was in der Art. Mal gucken, ich glaube, Movi hat sonst nichts drin. Ja, genau, Sternkugel. Bei Will wird es genauso sein, weil die relativ neu sind. Dann Tausch. Nehmen wir doch gerne mal Treffer plus 15.
Gut, auch schon einen Vorteil drin, aber... Ja, Waffenschild... Vorteil, aber so eine langsam Einheit wie Louis finde ich eigentlich schon sinnvoll. Okay. Da passt es wiederum. Stärke Behendigkeit passt von mir aus auch. Da ist noch die Verteidigung drin. Kann man da noch? Ne, das passt auch. Jetzt halt die Frage, wenn ich mir jetzt sage, hey, ich würde gerne noch stärkere Fähigkeiten vererben. Geht sicher auf eine Art und Weise. Die Frage ist bloß, macht es überhaupt Sinn? Ich will hier das erste Mal das Wandlevel erhöhen. Wobei 20 war nicht mal so viel. Sogar 700, ne? Könnte vielleicht sogar theoretisch bei ihm noch mit Items nachhelfen. Resistenz, dann macht er nicht schon wieder Behendigkeit, wäre noch was. Wir müssen aber zuerst mit Chrom und darin arbeiten. Ja. Also erstmal gucken, was wir noch alles haben. Da brauche ich nichts. Junaka Beilev. Da wäre jetzt tatsächlich hier bei Camilla etwas. Das kostet so viel. Ich habe nicht mehr so viel FP tatsächlich. Lucina bin ich... Ja, da muss ich nichts machen. Stärke Behendigkeit, oder? War da noch was? Das ist doch krass. Stärke Behendigkeit plus 3 auf mal 2600 bei Edelgard. Was habe ich denn da von den Items, die wir noch so haben? Noch rumliegen haben quasi. Ich habe noch ein Draco-Schild, genau. Verteidigung erhöhen. Gucken wir mal ganz kurz. Ich hoffe, schon kurz gesagt, aber allein schon in der Folge. So, Movia nicht nur 29 in Anführungszeichen, ist tatsächlich nicht so viel. Vielleicht tatsächlich bei ihm damit noch ein bisschen steigen. Ich meine, selber noch mehr bekommen kann er nicht. Ah, geht generell nicht, okay, schade. Weil der wäre bereits grün, das heißt eigentlich sein persönliches Maximum bereits. Das ist zwar schade, lässt sich jetzt aber nicht ändern. Timera dank eigentlich schon ein bisschen Boost drauf, das passt also mir aus auch soweit. Ja. Und uns selber, wa? So, dann Novizenbücher. Wir haben auch ein paar 500er. Komm. Speed kannst du eigentlich sehr gut gebrauchen. Wie bereits erwähnt, am liebsten würden wir die anderen Fähigkeiten noch nehmen. Quasi die Kombi-Fähigkeiten hier, aber das ist einfach abartig. Wie viel die plötzlich haben wollen hier. Alter Schwede. Wobei es kurioserweise nur bei Edelgard und Veronica so krass anzieht. Und hier ist in Anführungszeichen nur 1200, das ist jetzt nicht so viel. Ich habe jetzt sogar überlegt, ob bei Chrom vielleicht drauf kommt. Geschwindigkeit plus Behendigkeit plus 3. Das heißt, ich brauche nochmal ein bisschen Power. Also ein bisschen Dinge, ihr wisst schon. Ja. So, dann muss man mit dem Emblem trainieren lassen, sonst ist das schlecht. Das heißt mit Chrom, war mindestens Level 5. Der Bump-Fragment aber genug. Also immer so eine Sache mit dem FP und Bump-Fragment, dass nicht irgendwie das gleiche ist, dass ich irgendwie umtauschen kann. So ist halt ein bisschen unpraktisch, aber hey. Was willst du machen, wa? So, das gebe ich jetzt mal, sorry dafür. Aber wir trotzdem noch ein bisschen vorwärts kommen. Wäre das einmal so als Assistent noch interessant, wäre gerade. Aber es gibt so viele Fähigkeiten, ups, die interessant wären. Insofern
Cool. Viel höher mit ihm, war damit das funktioniert. 仲間とはいえ手は抜かん。自警団の団長をしているクロムだ。おせ感謝する。ドゥドゥドゥドゥ。Jo, klar, können wir Thoron nutzen, warum nicht? Diamant und Magie, naja. So. Wir können bis auf Geschwindigkeit plus 4 gehen, jetzt bin ich gar nicht mehr sicher, wie das war mit den benötigten FP dafür. Ich glaube, er hat nur genug für plus 3, oder? Wie Diamant einfach alles wegschlitzt. Was ich auch so seltsam finde, wo wir das Thema schon mal hatten, dass es ja bei uns Charaktere gibt, wie eben Diamant, der trotz allem irgendwie Stufe S Schwerter irgendwie Axt-Level B oder so nutzen kann. Warte mal, war das nicht so? Genau, Stufe S Schwerter, aber Axt trotzdem Rang A, hä? Als Thronerbe. Aber ich persönlich kann zum Beispiel jetzt kein Rang S Schwert verwenden, vorher ist es auch schon bei B fertig. Citrin kann irgendwie auch 2 Waffen-Dinger nutzen. Das eine ist trotzdem auf S, ein andere. Sobald sie halt 2 Fähigkeiten haben, ist das eine automatisch mehr auf Maximum. Wie zum Beispiel Fogado. Also das Armor kannst du halt keinen Bogen auf Rang S nutzen. Und Scharfschütze, wie wir hier unten mal hatten, die können Rang S Bögen nutzen. Ja, aber so ein Ding, wo ich mir denke, ja, wäre schön, das vorher zu wissen. Aber ja. Was willst du machen, wa? So ist es halt bei einem Blind Let's Play. So, ja genau, war plus 3, gut. So, dann noch schnell austauschen. Also der Stabgeschwindigkeit plus 2. Hat er Geschwindigkeit und Behendigkeit plus 3 beides. Das ist schon nice. Der Rest davon, also ich glaube die ersten 3 sind zwar jetzt sowieso ready. Also wir generell, auch wenn ich jetzt künftig wieder ein bisschen mit Diamant zocken würde, ich würde generell gucken mit den Charakteren, beim nächsten Durchgang oder so, würde ich halt drauf gucken, dass ich sicher immer sage, hey, ich gehe auf Kanter oder Kanter Plus, wenn ich noch genug FP hätte. Als zweite Fähigkeit irgendwie was ich mit den DLC-Emblemen holen könnte. Eben nicht so Behendigkeit plus 4, sondern das Kombi-Paket davon. Mit Stärke oder Geschwindigkeit dazu. Das wäre eigentlich schon geil. Das heißt, mir fehlt jetzt noch Fogado Lucina, wo ich nur, in Anführungszeichen, nur plus 2 habe. Aber das ist trotzdem plus 3, das ist jetzt nicht mal so schlecht. Boucheron und Stärke plus 3. Ich überlege gerade. Boucheron hat 530 FP. Wenn ich jetzt da mit Stärke noch irgendwas zusammenreimen möchte, dann klappt das nicht. Ne, also es ist halt so, wenn ich jetzt sage, hey Boucheron, geil, Stärke Behendigkeit, ich hätte gerne ein höheres Level. Dann vergesse ich, so viele Punkte kriege ich nicht mehr. Aber zum Beispiel, gerade bei Alfred zum Beispiel, dasselbe Prozedere, wie wir es gerade mit Diamant hatten. Ich könnte allein bei Lyn draufgehen für mehr Speed. Zum Beispiel so Speed plus 4 oder Speed plus 5. Wenn das 1500 kostet. Oder ich sage mir, nö, ich mache das gleiche vorher. Und dann mach es so wie hier. Nee, das ist auch viel zu hoch, seht ihr? Wahnsinn. Dann mache ich auch hier, so wie es bei Diamant gerade war, und gehe auf Geschwindigkeit bei Behendigkeit plus 3. Ich auch da das Paket habe. Ist so ein bisschen einfallslos, aber mir fällt gerade irgendwie nichts Besseres ein, was mir auch gerade irgendwie helfen würde. Ich habe jetzt dann ein paar FP-Dinger, also die paar Bücher würden noch reichen. Wie viel war's? Scheiße, nicht mehr geguckt. Ein Gedächtnis wie ein Sieb. Okay, doch reicht. Gut, bevor wir das gleich weiterziehen. Wir hatten sonst noch relativ viele FP. Alfred, da ist klar.
Louis hätte noch ein bisschen was. Hortensia noch viel. Okay, die nutzen gar nicht mehr. Bei Louis macht es aber irgendwie keinen Sinn. Hortensia oder Vehement schon. Die Frage ist jetzt hier. Vielleicht kann der Plus nehmen. Aber er kostet in Anführungszeichen nur 1000. Ich muss gar nicht mehr investieren. Weil 1000 gar nicht mehr so viel ist. Ja? Das kriegen wir mit ein paar sicher noch hin von unseren Charakteren. Das andere Vehemenz. Ja? Wir haben eine Fähigkeit von Lynn. Vehemenz Plus. Das Level noch ziemlich krass erhöhen. Ja, aber 13 halt auch, ja? Überlegen wir sich halt, wenn es nur 1000 sind, ich brauche ein FP. Ich könnte zum Beispiel sagen, einfach die Sklaverse machen. Bei Louis könnte es auch noch drauf klatschen. Müssen aber das Training noch machen, ne? Ja doch, er hat auch Kanter. Also, Michael, sagen wir mal mit Sigurd trainieren. Ja, das könnte knapp werden mit den Bahnfragmenten. Also irgendwie 3 von uns noch Kanter Plus gebe. Ich finde Kanter Plus gar nicht mal so teuer jetzt für 1000. Können Sie natürlich sogar überlegen, ob man nicht von Anfang an auf Kanter Plus gehen und sich sagt, hey, ich fahre am Anfang Bahnfragmente, auch den Kanter kaufe noch nicht, sondern warte mich noch. Und dann, wenn ich halt die 1000 FP habe pro Charakter, investiere ich halt auch mal ein paar Bahnfragmente noch für alle, damit sie alle mit Sigurd auf dieses Level kommen und dann kriegen alle halt Kanter Plus. Könnte man machen. So. Ja, es kostet schon so viel, also das kriege ich nicht mehr mit allen Dingen. So, also ihm kann der Plus noch beibringen. Genauso wie ich das mit dem guten Alfred noch machen wollte. Manchmal kann ich auch noch ein paar FP noch dazu lernen quasi. Ich habe noch eine Schriftrolle. Dann nehmen wir die Frage mit Hortensia. Hortensia macht mit Sigurd tatsächlich noch am meisten Sinn von allen, die ich noch übrig habe. Bahnfragmente reichen aber nicht mehr, tatsächlich. Bei ihm sieht es aber genauso aus, da kann sie noch genauso gut so machen. Genau. Nein, nicht mal auf. Das ist wahnsinnig. So, hier. Und aus dem Grund, Louis ist ja eh eine berittene Einheit, das heißt, eigentlich ähnlich wie Hortensia kann er sich auch gut fortbewegen. Aber er hat auch gute Defense. Also wenn ich da jetzt irgendwie mal in eine Situation komme, wo ich das Gefühl habe, ich muss eine Einheit in Sicherheit bringen, ist es sicher eher Hortensia als Louis. Ja, genau, das war's. Alter, jetzt fehlt... Zu wenig fehlt noch. Aber die kriegen wir sogar noch hin. Wenn ich komplett täusche, gibt es noch so 2, 3 Erfolge, die ich holen könnte, sobald ich noch ein paar Waffen verkaufe oder so. Das können wir noch machen, tatsächlich. Ne, warte mal. Fast. Wir gehen jetzt mal Schritt für Schritt vor. Verwalten. Ich brauche nur 1000 dafür, ne? Ich will aber trotzdem das hier nehmen.
Erben. Michael von Sigurd, Kantor Plus, bitte. Dankeschön. Dann Alfred. Moment, hä? Ah, nee, warte mal. Wir hätten die anderen trainieren müssen, war mit Chrom. Verdammt, bei Chrom haben wir gar nichts drin, ne? Ja, okay. Das war jetzt doof von mir. Muss ich jetzt tatsächlich zugeben, das war jetzt doof von mir. Das hätte ich jetzt... Ja, jetzt haben wir das gerade verpeilt. Das andere ist ein anderer Charakter, mit dem ich relativ hoch bin. Ich meine, hier Kanter Plus und so, das bringt bei ihm jetzt nichts, ne? Mit Sigurd, das ist völliger Quatsch. Kontern oder Vehemenz, aber dafür ist er zu langsam. Da müssen wir ehrlich sein, Freunde, dafür ist er zu langsam. Hier bringen wir auch nicht viel, mit der ganzen Axtwacht und so ist auch zu wenig. Obwohl hier wiederum nur die FP fehlen würden, ne? Ich meine, hallo, 4200. Stärkeverteilung plus 2 wäre eine Variante gewesen, aber dafür braucht es wenig FP wiederum. Weil ich meine, ja. Was ich jetzt noch hier im Inventar habe. Ups, falsch. Hier. Ist ein Novizenbuch, dann natürlich schön, das kann man nehmen. Weil wie ihr seht, es fehlt ein bisschen was. Nein! Ah, wir haben uns ausgeschossen. Super. Gemacht, Michael. Naja. Komm. Ich brauche noch 2 Siegel. Glaub, waren es 2 oder waren es 3? Ganz unsicher. Muss ich ein bisschen hinmachen hier. Weil wir sind eine Vorbereitungsfolge, sage ich jetzt mal, nach das große Finale, wa? Weil im großen Finale sind wir eigentlich jetzt schon, ne? Von dem wir machen jetzt auch nichts mehr anderes oder so. Es ist bloß jetzt noch Vorbereitung, Optimierung, klar. Es ist auch nicht mehr irgendwie noch großartige andere Waffen zuweisen, um Gottes Willen, warum auch. Ich habe 3 auf Level 20, okay. Kohle müssen wir noch genug dafür haben. Weil ich mache jetzt auch offscreen oder so nichts mehr, Leute. He? Also beim besten Willen noch, egal was noch passieren wird, nicht was noch irgendwie noch besser machen könnte, noch optimieren könnte, aber ich mache da jetzt irgendwie nichts mehr. Offscreen, damit es noch besser wird. Da habe ich jetzt weder die Zeit noch die Lust dazu. Übrigens, was ich schade finde, ist, dass du meistens nicht verkaufen kannst. Wir haben noch 2 Stück Inventar, ich kann nichts mehr machen. Aber nichts mehr machen, ihr habt hier auch schon so wenig. Das ist nicht geil, das ist nicht geil, das ist nicht geil. Okay, okay. So, und schon reicht's wieder. Ja, also wie gesagt, keine Ahnung, wieso ich hier verkaufen gehe und sage, hey, Vorrat, zeig mir alles an. Die Siegel kann ich nicht verkaufen. Da verstehe ich nicht, wieso die Entwickler das so geändert haben mit dem Spiel. Das ist irgendwie in meinen Augen unlogisch, aber hey. Wer aber nicht schon um das irgendwie... Moment, hier. Wenn ich da ganz sicher bin. Wer bin ich, dass ich das irgendwie hinterfrage? Denn ich bin ja nur jemand, der zockt. So, natürlich gehen wir zum Würmgott. Zum Schwerkämpfer. Wo ist der Königsritter? Ah, hier. Dass ich Stäbe auf B habe bei ihm. Naja. Perfekt, so wie es wollte.
Und dann noch der letzte im Bunde, das war dann Timera. Das hingegen finde ich hier cool, muss ich zugeben. Also, dass du mit dem Zweiziger wieder zu deiner eigenen Klasse zurück kannst. Und dass es somit gar keinen Max mit deinem Charakter gibt. Es ist ja nicht mehr das klassische Fire Emblem-Prinzip, wie man früher hatte, von wegen, hey, mit dem Level immer warten, bis du, also mit dem Entwickeln warten, bis du Level 20 bist und so, weil sonst Erfahrungspunkte flöten gehen. Aber jener ist ja nicht mehr so. Hat sich ja alles verändert. Also neue Waffen gibt es keine mehr. Frage, soll noch irgendwas schmieden? Es wird sowieso nichts geben. Was ich machen kann, man kann es trotzdem mal angucken. Irgendwas, was ich noch gar nicht gemacht habe, zum Beispiel den Quatsch hier. Nö. Wie zu erwarten, wir fehlen natürlich jetzt die Kohle plötzlich. Obskurität 3 wird noch gehen. Nova? Geht nicht mehr. Na komm, den Spaß kann ich mehr. Perfekt. So, Leute. Wie gesagt, eben auch da mit den Bandfragmenten und so, oder FP, genau diesen jenes versuchen. Nochmal Offscreen mir holen und nochmal irgendwie drüber pennen, damit nochmal was im Brunnen erscheint oder so. Aber nee, das mache ich jetzt nicht mehr. Es muss auch mal enden. Ganz ehrlich, auch hier mit dem Spenden und so, kann man auch alles machen. Hier nochmal irgendwie mit den Gefechten. Irgendwas mit Verkaufen noch. Kaufe Waffen, Schwerter und so. Oder extra noch eine Axt kaufen können, ein weiteres Ding. Aber nee. Lassen wir das. Sonst soweit ja durch. Wir haben noch alle Fähigkeiten, auch wenn sie nicht optimiert sind, aber hey. Scheiß drauf. Ja, das Gespräch war noch. Das klicke ich aber jetzt ganz kurz durch, Freunde. Sorry dafür, für die es gerne sehen würden, aber wir waren im Schnelldurchgang. Denn wir wollen ja endlich vorwärts machen. Also. Ja, warte mal. Moment, eines muss noch sein, bevor ich das Spiel beende. Also beende im Sinne von letztes Kapitel angehe. So sind Basics. Dankeschön. Und mir Sigurds Dinger ehrlich gesagt besser steht, aber hey. Dann sie am Ende, also insofern. Also, dann nochmal ein letztes Mal hier speichern. Also hier speichern. Und dann, Freunde, auf geht's. Wir gucken noch ganz kurz ins letzte Kapitel rein. Und dann, wenn es nächste Folge wird es dann eben ein bisschen sonderbar werden, ich sag's mal so, da ich euch noch ein kleines Geheimnis zeigen muss aus dem letzten Kapitel, was ich erfahren habe. Etwas, was man sonst verpassen kann. Was über den Balkon im ersten Stock des Cafés gelangt zum... Das soll wohl ein schlechter Scherz sein. Jetzt bin ich extra hier... Dann natürlich auch schön. Vor allem schön, dass das Spiel das nicht vorher sagt. Von wegen, du bist jetzt schon mal, du warst gerade in Somniel, du gehst da runter, du gehst da hoch. Das ist gutes Ausdauertraining. Und ich denke mir einfach nur so, Hilfe, warum? Nimmerfail, bin ich zwar von Byleth. Nein, das ist nicht die von Byleth, das ist eigentlich die von, wie ist er schon wieder, Claude. Warum komme ich hier zum finalen Kampf? Rangliste, was ist eine Rangliste? Willst du online gucken, was in der Rangliste abgeht, oder was? Ernsthaft. Ja, ist auch schön, dass nur das
das letzte Bündnis angucke, dass vor allem der Titel schon gespoilert wird, finde ich auch sehr schön. So, los geht's, Freunde. いよいよ最終決戦だね。異界の扉まではこのソラネルで向かう。ジャリュー・ソンブルの元に行けば無事で戻ってこられる保証はない。覚悟と準備はいいかい？ Das Portal in eine andere Welt gehen. Ja. Aber erst in der nächsten Folge. Die hoffentlich ein bisschen kürzer sein wie das diese hier. Trotz allem. Oh man, dieses ewig hin und her. Ja, weil ich will dann ungern in der Katze irgendwie abbrechen und einen Cliffhanger machen. Weiß irgendwie cool wäre, aber naja. Obwohl, wo mache ich nicht. Hehe. Und sich erstmal Ladescreen, wa? このまま上昇すればソンブルの元に行けるんですね。必ず勝利し共にこの大地へ戻ってきましょう。そうだね。また共に。マルス、体が。これ以上は隠しきれないみたいだね。 Nein, das kannst du tatsächlich nicht. Und was es genau sein soll, erfahren wir in der nächsten Folge. Ich sage ja Cliffhanger. Bis dahin, tschüss.